Das war ein bisschen ein Fail. Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, euer It's Xerox, Vortex Xerox, Xerox Plays. Und ja, wir spielen weiter mit. Heute ist wieder voll verpeiltes Intro. Ich bin, glaube ich, immer noch voll gefressen. Heute geht's weiter mit Need for Speed Let's Play. Irgendwie ist es momentan so das einzige Spiel, was ich wirklich spielen kann, weil es bockt. Weil ich dieses Projekt unbedingt durchhaben möchte. Das ist jetzt nicht so, dass es ein Zwang ist oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Ich möchte unbedingt hier weiterkommen. Es macht gerade so viel Spaß und das neue COD, ey, das ist ja... es gab ein Update, ich habe vorher das Spiel gestartet. 1, 2 Runden gespielt und direkt wieder Ganz unter uns. weg. Ich schlafe im Wagen nur für den Fall, dass sie ihn nochmal nehmen will. Das würde sie doch nicht tun, oder? So, letztens haben wir ja noch das Leistungstuning durchgezogen. Das könnte ich eigentlich hier... was mal. Was müssen wir machen, um in der Kampagne weiter nach vorne zu kommen? Die und den. Das ist ein Rallye-Rennen. 13.000 haben wir nur noch. Dann nehmen wir das rein. Hier das rein. Und hier das rein. Dann noch die Tagesherausforderung. Aktive Liste, perfekt. Und dann rein in den Tag. So, ich mache jetzt mir meine Energy auf. Seit gefühlt einer Stunde hier rumliegt. Energy Drink Flavor Pomegranate. Ich muss mir, glaube ich, mal Erfrischungsgetränke zulegen, die natürlicher sind, ja. Hey, Die League hat unserem Plan zugestimmt. okay, cool. Also, wie gehen wir es an? Als erstes musst du deinen Wagen in Topform bringen. Dann sehen wir uns bei unserem Geheimtreffen mit der League. Wir haben ein geheimes Treffen. Krass, oder? Ich schick dir die Details. Und jetzt los. Ja, siehst du, wir haben ein geheimes Treffen. Hey, der Kurs wartet jetzt auf dich. Du musst nur hier auftauchen. Und möglichst nicht verlieren. So. Ich merke schon, durch das wir den Motor wechseln konnten, der schaltet... Ne, das ist, glaube ich, die Kupplung. Der schaltet richtig geil jetzt. Richtig schnell. Und das, obwohl wir das Rallye-Paket runter haben. Das ist ja richtig geil. Das ist wieder... Aber dafür ist bei 250 fertig. Aber das war auch irgendwie klar. Komm, dieses Schild nehmen wir jetzt mit. Hab über den Plan nachgedacht. Den Plan? Das Lagerhaus. Haha, sehr witzig. Bin ganz ohr. Ich finde, wir brauchen Decknamen. Ach ja? Ja. Ich hab's nicht so mit Decknamen. Oh, Aber such du dir ruhig einen aus. okay. Oh, willst du wirklich keinen? Nein, echt nicht. Weißt du was? Ich mache eine Liste und schick sie dir. Nur für den Fall. Danke. Cool. Die Anna ist aber richtig ein... Huch. Das LED-Band wieder mal. Hä? So.
Die ist ja richtig in Operationen-Stimmung. Denk dran, um sie zu kriegen, musst du erstmal gewinnen. Mach ich. Bin's ja langsam gewohnt. Wenn du meinst. Oh, er wird langsam selbstbewusst. Aber er hat recht. Er hat recht. Wir sind uns wirklich langsam gewohnt zu Dann mal gewinnen. los. Holt jetzt alles aus euch raus. Komm schon, den... Was ist das? Ein Evo? Der überholen war. Warum ist das Auto so langsam? Er sollte eigentlich beschleunigen. Na los, verdien dir das Teil. Oder ist er irgendwie... Habe ich irgendwas Falsches reingepackt? Ein Platz im Mittelfeld reicht nicht. Moment. Was geht hier gerade ab? Warum ist unser Wagen trotzdem so langsam? Ich habe ja die Teile ausgerüstet, die man braucht. Ich check's gerade überhaupt nicht. Warum bin ich so im Schleichmodus? Hä? Hä? Habe ich jetzt die falschen Sachen noch ausgerüstet? Das erklärt, warum der Typ immer noch so schnell fährt. Du musst schon führen, um uns zu fordern. Ja, auf Dingens, auf Asphalt kann ich das ohne Probleme. Aber hier irgendwie sackt mein Auto. Was? What the fuck? Habe ich jetzt wirklich noch die falschen Teile drin? Das kann fast nicht sein. Er zieht, aber er zieht langsam. Wie schon gesagt, kein Sieg, kein Preis. Ja, hoch. Komisch. Echt komisch. Trotzdem 18.000 bekommen. Moment. Schnell in die Garage. Und dann gucken, was hier falsch läuft. Nächste Garage ist hier. Schnellreise, komm. Machen wir Schnellreise. Mann. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr komisch. Leistungstuning. Hey, mach's dir bequem. Es war ein anstrengender Tag. Ermöglichen höhere Geschwindigkeiten. Warum ist das Auto jetzt so komplett auf...
Rallye-Fahrwerk. Rallye-Reifen verbessern das Handling beim Rennen und auf Offroad-Strecken. Sie eignen sich dadurch hervor für Cross-Country und machen dich auf Asphalt, aber langsam. Hä? Hä? Ich probiere es jetzt mal wirklich mit dieser Konfiguration. Ansonsten weiß ich nicht noch, was man tun könnte. So. Da war ich vorhin sehr optimistisch, dass wir dieses Rennen gewinnen werden. Ja, jetzt sackt der Wagen hart auf dem Asphalt, ich merk's. Aber wir testen das gleich jetzt noch auf dem diesem Untergrund. Da ist er automatisch langsamer. Das... Okay, jetzt fährt er ein bisschen schneller. Aber ich muss wirklich eine Offroad-Strecke hier haben. Dann war das so. Er beschleunigt schön, ne? Aber das war's dann auch. Ich kapiere es noch nicht ganz. Vielleicht komme ich noch dahinter. Aber ich denke mal, wir können jetzt was machen mit dem Rennen. Probieren wir's. Das ist... Weil ich habe jetzt extra ein Speedcross-Fahrwerk runtergetan, damit es mehr nach Rallye rübergeht. Ich meine Mob bereit? Denk dran, um sie zu kriegen, musst du erstmal gewinnen. Mach ich. Bin's ja langsam gewohnt. Wenn du meinst. Mit ihrem Spruch, wenn du meinst, hat sie nicht ganz unrecht. Dann mal los! Holt jetzt alles aus euch raus! Weil Veron ist ganz schnell unterwegs mit seinem... Da geht nicht mehr! Warum auch immer. Da ist plötzlich Ende der Fahnenstange mit der Geschwindigkeit. Aber ich komme ihm näher. Das Setup hat gut getan. Aber trotzdem, das... What the fuck? Also die Offroad-Rennen sind ja richtig... ekelerregend. Kommt ja keine Sau nach, wie das Setup funktioniert. Bumm. Da fliegen wir fast durch die Gegend. Und der Typ kann den Vorsprung weiter ausbauen.
ist unglaublich. Wir fahren gleichzeitig auf der Geraden. Er hat weniger Leistung als mein GTR drunter, das weiß ich, aus meinem Skyline. Und trotzdem baut er die Führung aus, weil mein Wagen einfach gar nichts beschleunigen kann. Ekelhaft sowas. Richtig ekelhaft. Also 154 Meter. Jetzt auf dem Asphalt greift er wieder perfekt. Ich check's nicht. Ich check dieses Rennen überhaupt nicht. Ne, das ist beschissen. Das ist Kacke. Das ist richtiger Rotz. Wie schon gesagt, kein Sieg, kein Preis. Das ist... Bah! Kann man sowas fahren? Trotzdem kriegen wir 18.000. Das hat nichts mit Logik zu tun, dieses Rennen. Nee, beenden, nee. Machen wir nicht. Das machen wir eindeutig nicht. Also, das mache ich, wenn ich neue Teile habe. Das hört sich, oh, wow. Aber versucht mal, dieses Kackrennen zu meistern. Dann wisst ihr, was ich meine. Fahrt mal dieses Rennen. Dann werdet ihr gleich sehen. Xerox, du hast recht, das ist scheiße. Nee, sorry Leute, aber eigentlich als Rennliebhaber, Rennspielliebhaber und Autoliebhaber, eigentlich sollte ich durchziehen die Challenge, aber nicht, wenn ich auf dem Gas bin und das Auto sich null bewegt. Das hat dann gar nichts mehr mit Challenge zu tun, sondern nur mit Zeitverschwendung. Apropos Zeitverschwendung, wir haben diesen Part verschwendet damit, aber bis zum nächsten Mal. Nicht bei mir gemeldet. Und ich rufe sie bestimmt nicht an.